Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl! Ja, Leute. Vielen lieben Dank erstmal für das fast durchweg positive Feedback unter meinen Bibelband-Reactions. Das hat mir sehr gefreut. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, hier den alten Junau-Schittel, ne, den holen wir nochmal raus. Und dementsprechend, wir haben heute ein kürzeres Video, auf das wir reacten. Mal schauen, ne, wie viel es hergibt. Ich kenne es noch nicht. Und zwar Dorian zu Gast bei Drachenlord, zweiter Versuch, 13.07.2016. Ganze Ding, Zeug, dauert so um die 9 Minuten. Ich kenn das noch nicht. Wenn irgendjemand fragt, warum nicht erster Versuch, ich weiß es nicht, ich habe den nicht gefunden. Das da habe ich gefunden, das ist mir praktisch auch vorgeschlagen worden, nachdem ich die Bibelband-Geschichten reacted habe. Also da war schlau der Algorithmus bei YouTube. Wir schauen bei Mulumbi, der Moderator. Und wir sehen jetzt auf 13.07.2016, also ein knappes Jahr nach der Erdbeerchengeschichte. Ja, zwischendurch hat Reini behauptet, Dorian wäre im Knast gelandet, was vollkommen lächerlich ist. Wir müssen uns aber echt mal vorstellen, Reini hat tatsächlich gedacht, Dorian kommt für die Erdbeerchengeschichte ins Gefängnis. Ne? Wild. Einfach wild. Na gut, aber dann werden wir nicht mehr lange umeinander. Hockt euch her, Sommermeerer, reißt euch eine Häube auf. Vielleicht ist ja für euch gerade auch Feierabend. Ich habe gerade Feierabend. Und mir ginge einer. In Rainer. Sicherheitsgründen mal die Kopfhörer. Kannst du mich jetzt hören, Rainer? Ja, jetzt kann ich dich hören. Das ist ja wunderbar. Hey Rainer, wie du siehst, bin ich jetzt wieder auf freiem Fuß. Oh, er kommt rein und dann wird gleich der Finger in die Wunde gelegt. So. Rainer, im Übrigen, du hast sie ziemlich zum Horst gemacht, als du behauptet hast, ich wäre im Knast. So, im Übrigen, ich bin jetzt wieder draußen. Und wir sehen, bei Reini ist jetzt die Stimmung schon am Sack. Da ist jetzt die Stimmung schon neutral. Ne? Die Bildqualität von beiden Protagonisten hier ist unter aller Arsch. Mit Dorian filmt mit irgendeiner, wahrscheinlich mit dieser Standard Logitech Webcam, die es damals gab, diese Runde, ne? Nehme ich mal an, von der Qualität her. Filmt gegens Licht, ist natürlich auch wild. Und Reini, ich weiß nicht, ob er die Softboxen angemacht hat, um hier besonders, um sich besonders gut da in Positur schmeißen zu können. Aber dem scheint das Licht so brutal ins Gesicht, dass er hell leuchtet wie das Schlossgespenst. Ne? Also es schaut, Mozzarella-weiß. Er schaut praktisch aus, als gäbe es bei Annoying Orange, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Annoying Orange, ein Mozzarella. Aber mit Schimmel als Haaren und kreisligen Billigkopfhörern auf. Die er beim 1-Euro-Shop gekauft hat oder so. Großes Kino. Es fängt schon gut an. Es fängt schon gut an. Und ich wollte mich einfach mal ganz freundlich mit dir unterhalten, weil mein Bewährungshelfer gesagt hat, dass das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Oh, Reini merkt jetzt, dass das ein Fehler war. Ich würde dir empfehlen, dass du mich in Ruhe lässt. Ansonsten sorge ich dafür gerichtlich, dass du mich in Ruhe lässt. Du hast mich doch gerade in deinen Guest genommen. Und jetzt siehst du sie mit dem Gesicht wieder an. Oder wie viel Hals er damals noch hatte. Das ist 2016, das ist 8 Jahre her. Was heißt viel Hals? Ne, viel Hals ist es nicht, aber im Vergleich zu heute, sagen wir mal, wie wenig Kinn er im Vergleich zu heute damals hatte. Ne? Der Raubbau an seinem Körper ist ja fleißig fortgeschritten in den letzten 8 fucking Jahren. Oh, Antikommunist Karl hat 50 Barren hinterlassen.
ich wünsche dir eine schmerzhafte Infektion im Intimbereich. Da kannst du Aber dich ja wohl schwer für was du belangen. zu sagen hast. Nein, dafür definitiv nicht. Aber ich wollte es einfach mal loswerden und so brauche ich es nicht irgendwie im Stream sagen, sondern kannst du direkt in die Augen sagen und ins Gesicht sagen. Mehr Das ist auch wieder perfektes Standbild, da schaut er wieder wie der allerletzte Depp. Aber das ist halt auch wieder sowas. Wenn ich eine einstweilige Verfügung gegen jemanden erwirken will, damit er sich von mir fernzuhalten hat, dann lasse ich das über einen Anwalt oder dergleichen zustellen. Ne? Und beziehungsweise wahrscheinlich stellt das Gericht zu. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie gegen irgendjemanden eine einstweilige Verfügung erwirkt. Noch ist gegen mich eine erwirkt worden. Also ist Spekulatius jetzt gerade. Aber ich nehme an, dass entweder das Gericht oder der Anwalt halt das dann zustellt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der tatsächlich so ein Problem mit einer anderen Person hat und auch anscheinend Angst vor der anderen Person hat, einen anderen Grund gibt es ja eigentlich nicht, so eine einstweilige Verfügung zu erwirken, dass irgendjemand jemals gesagt hat, und um das dem zu sagen, hole ich ihn in meinen YouNow-Stream. ist halt auch, dass er wieder ein deutliches, die Konfrontation mit den angeblichen Mobbern ist halt auch wieder so ein deutliches Zeichen dafür, dass Reini kein Mobbing-Opfer ist. Ich habe mir überlegt, mal ein Video über das Thema Mobbing zu machen, aber halt aus meiner anekdotischen Evidenz. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare nur und ballert mir hier mal ein Like aus, dann weiß ich Bescheid, dann mache ich sowas mal. Also ich habe ja schon ein paar Mal gedroppt, ich habe in meiner Schulzeit selber Probleme mit Mobbing gehabt und dementsprechend weiß ich, was Mobbing ist und ich weiß, wie sich ein Opfer von Mobbing verhält und dementsprechend ist das ein weiterer Triggerpunkt bei mir, wo ich einfach Hasslatte kriege, wenn ich Reini über das Mobbing schwadronieren höre und obwohl ich genau weiß, der Mann ist kein Mobbing-Opfer. Ne? Und ja, da mehr oder weniger mit dieser ganzen, ich bin das ärmste Mobbing-Opfer auf der ganzen Welt, Leuten, die wirklich unter Mobbing leiden, einfach nur ins Gesicht spuckt damit. oder weniger. Können wir uns trotzdem freundlich miteinander unterhalten? Bin ich gerade unfreundlich? Ja. Du hast ihm gerade mit einer einstweiligen Verfügung gedroht, dass er sich dir nicht mehr nähern darf. Ich weiß nicht, ob das, ne? Er hat gerade mit einer Anzeige gedroht, also bitte. Jetzt checkt rein, ja scheiße, ich habe mir tatsächlich mit einer Anzeige gedroht und den eine Minute später gefragt, bin ich jetzt unhöflich? Lass uns mal die Sachen zusammenfassen. Der Schnauber ist auch wieder, das war dieser Frustrationsverzweiflungsschnauber, so, verdammte Axt, man hat mich schon wieder ausgedribbelt geistig. Du machst ein Hater-Lied über mich, wo du den Refrain bzw. das Instrumental aus einem Nazi-Lied rausgeklaut hast, wenn ich mich nicht ganz Hast du das wiedererkannt? oder zumindest den Rhythmus. Dann ist die nächste Sache, du sorgst dafür, dass ein Mädel mich so lange zuquatscht und uns so lange unterhalten und alles über Monate hinweg. Nein, es waren ein paar Wochen, ich glaube, ich habe gehört 3 Wochen oder sowas. Für Reini sind es wieder ein paar Monate. Und Reini, niemand hat dich gezwungen, dieser Frau live im Stream einen Antrag zu machen. Reini, das war deine Idee, das zu tun. Und du hast sie von dieser Schnapsidee auch, aber nicht mit durch Zwang und gute Worte abbringen lassen. Wie viele Leute haben ihm gesagt, sogar in dem Stream, Leute, schaut euch, wenn ihr das nimmer auf dem Schirm, schaut euch das an, bevor er da diesen Heiratsantrag macht, der Chat von ihm, der ihm sagt, nee, Alter, lass das bleiben, die verarscht dich,
das ist eine Haterin, bla bla bla, mach das nicht. Er hat es doch gemacht. Dass es wirklich letzten Endes darauf hinausläuft. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Dass sie, als ich sie gefragt habe, ob wir zusammen Ich mache das jetzt im Übrigen pro Video immer nur noch beim ersten letzten Endes. Wenn ich vielleicht eins überhöre, dann mache ich es beim zweiten. sein wollen und zusammen sind, auch noch eiskalt Ja gesagt hat, nur um mich zu verarschen. Bis letztlich mit Eine einem Sache weiteren kurz, Pfosten Rainer. und ihr ins Bild gesprungen und laberst mich dumm an und machst mich sorgst dafür, dass ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen wäre, was meiner Meinung nach Totschlag oder versuchter Mord ist, wo man dich meiner Meinung nach fürs Rest deines Lebens wegsperren sollte. Im Übrigen, so viel zu dem Thema, keine Ahnung, wenn Rainer immer behauptet, das macht ihm alles überhaupt nichts aus. Ne? Und natürlich ist das versuchter Mord, wenn man jemanden im Internet verarscht. Vollkommen klar. Cybermobbing ist die schlimmste Art, oder generell Mobbing ist die schlimmste Art, einen anderen Menschen fertig zu machen. Und ich habe... Boah, Reini, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber keine Ahnung, google mal Foltermethoden im Mittelalter oder sowas. Die Leute, die waren richtig originell. Und jetzt dagegen finde ich Mobbing schon eher nicht so schlimm. Ne? Also, versteht's mir nicht falsch. Mobbing ist scheiße und schlimm. Und man muss tatsächlich was unternehmen, um richtigen Mobbing-Opfern zu helfen. Aber zu sagen, Mobbing ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann, ist halt auch Horseshit. Ja? Es ist schlimm, aber jedem von uns fallen auf Anhieb 20 Sachen ein, die schlimmer sind als Mobbing. Vor allem im Internet, wenn man den Leuten, den angeblichen Mobbern selbst die Plattform dafür bietet. Wenn man die Möglichkeit hat, ihnen einfach diese Mobbing-Plattform komplett wegzunehmen, indem man sagt, nee, ich bin nicht der große YouTube-Star, sondern ich bin der Rainer mit AI ganz wichtig, ich bin der Dulli von der Behindi-Schule in Bad Windsheim, ich wohne in Hinterpfuhldeifel in Mittelfranken und ich arbeite den Rest meines Lebens für die Zeitarbeitsfirma, weil für mehr bin ich nicht gut. Ja, und auch die werden ihre liebe Mühe haben, mich weiter zu vermitteln, weil, ganz ehrlich, mir einen Besen in die Hand zu geben und irgendeine Werkshalle auszukehren, ist das Maximum an Kompetenz, was man mir zutrauen kann, ohne dass ich irgendwo massive Schäden verursache. Und sogar das, je nachdem in welchem Betrieb, würde ich ihm nicht komplett absprechen. Ich glaube, der kriegt das hin, wenn du einen Besen in die Hand drückst und sagst, kehr die Halle aus, dass der dann noch eklatanten Schaden verursacht. Davon 10 Jahre in der Schule glücklicherweise überstanden. Wäre ich jemand anderes gewesen, und das würde jeder Mensch bestätigen, der nur ein Gericht... Reini hat 10 Jahre Mobbing in der Schule überstanden. Zum einen haben sie ihm währenddessen die Leute, die ihn gemobbt haben, immer noch den Spitznamen Drache gegeben, wissen wir Bescheid. Hatten wir im letzten Video drüber gesprochen. Und dann hat er 10 Jahre, nach diesen 10 Jahren Mobbing, und dann war ein paar Jahre Pause, wo er sich in die Metal-Szene reingezeckt hat. Und dann hat er sich gedacht, leck mich am Arsch, ich bin schon so lange nicht mehr gemobbt worden. Ja, was kann ich denn tun? Am Internet. Das Internet ist eine toxische Seuche-Grube, da gehen wir hin. Ja? Ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf und dann stelle ich mich dahin, wie der allerletzte Depp, und mache mich zum Obst vor allen Leuten. Und dann schauen wir mal, ob ich nicht wieder gemobbt werde. Mir wird es nämlich langsam langweilig. Geringsten Funken an Anstand hat. Jeder andere Mensch hätte sich wahrscheinlich nach der Situation aus dem Fenster geschleudert. Vor allem nachdem über 5.000, 6.000 Leute zugeschaut haben. Kollege, jetzt kommst du. Ja, erstmal muss ich natürlich zustimmen, dass das das Schlimmste ist, was man überhaupt jemals jemandem angetan hat. Ja, gab es da nicht irgendwie, keine Ahnung, diesen bronzenen Bullen, wo aus Bronze ein Bulle gebaut wurde, ein großer, der innen hohl war, und dann hast du Leute da reingepackt und hast drunter ein Feuer angemacht und hast die lebendigen Leibe da drin gekocht oder so. Bis dann irgendwie bei den Nüstern der Dampf rausgekommen ist.
Mobbing ist schlimmer. Muss man ihm geben. Ne? Das will Aber ich nicht sagen, aber es ist definitiv hart an der Grenze. Rainer, du hast gerade vorhin genau das gesagt. Du hast genau das gesagt. Dass das das Schlimmste ist, was man jemandem antun kann. Er so, ja, ich gebe dir recht, das ist schon das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Und dann dieses zwangsweise Widersprechen, ja, so würde ich es jetzt nicht sagen. Außer vor 2 Minuten, wo ich es gesagt habe. wie kommst du denn, also das ist nicht nur du, das sind eigentlich total viele Leute, wie kommst du darauf, dass ich das inszeniert hätte? Schließt du das völlig aus, Weil dass es das perfekt vielleicht deine Handschrift tatsächlich... trägt. Bitte? Weil es deine Handschrift getragen hat. Und du, Ja, woher willst du denn wissen, ob das seine Handschrift trägt? Alter, der hat davor ein paar Troll-Songs über dich gemacht. Ne? Es kann ja auch sein, dass das ganze Ding auf dem Mist von dem Erdbärchen gewachsen ist und er die halt einfach nur gekannt hat und nur weil die halt irgendwie ein gleiches Hobby haben, da sich dabei. Ne? Kann ja sein. du auch noch im Video zu sehen warst. Ich meine, abstreiten kannst du es ja wohl. Nee, aber Ganz dann ehrlich, bin ich wenn du dabei, das aber abstreiten willst, ne? denkst du irgendwie, Frauen sind nicht imstande dazu, dich zu hassen oder dich verarschen wollen? Ich habe nie gesagt, dass sie unschuldig ist. Oder habe ich das mit einer Silbe gerade erwähnt oder angedeutet? Dann, falls Vielleicht ja, gesagt, entschuldige ich mich dass deutlich sie- dafür. Ja, natürlich. Ich habe nicht gesagt, dass sie dazu nicht imstande war. Ich sagte, dass es deine Handschrift trägt und dass es aus meiner Sicht und aus der Sicht von 1000 Leuten deine Handschrift getragen hat. Sie, genauso wie Malte, dein Kumpel da, ja, man kannte die beiden null. Malte ist, glaube ich, so ein Name, der verfolgt Rainer inzwischen in seinen Träumen. Da gab es auch bei Diggity Doggity auch den Typen, den Malte, der immer wieder bei ihm reingekommen ist und sich dann einfach ganz, ganz dreist einfach einen Account nach dem anderen gemacht hat und dann immer und immer und immer wieder in seinem scheiß Stream war. Dem hat Rainer auch gedroht mit einer Anzeige und mit allem Möglichen. Vorher, zumindest ich kannte sie null. Ja, und dann habt ihr auch noch mit dem Kollegen. Ja, aber Rainer, sie kannte halt dich. Ne? Es geht jetzt darum, dass er gesagt hat, glaubst du, eine Frau kann dich nicht hassen oder verarschen wollen? Und das kann halt gut sein, dass sie dich kannte und dass sie darüber, dass sie dich kannte, auch ihn kannte und dass das darüber zustande gekommen ist. Du musst die Leute nicht vorher gekannt haben. Es wäre dumm gewesen, wenn du sie vorher gekannt hättest, gewusst hattest, dass sie dich hasst. Da wärst du ja auf die ganze Scheiße nicht reingefallen. Ne? Wie heißen? Lass mich mal überlegen. Künstliches Denken. Ja, für mehr reicht die Kapazität im Ogerstübchen nicht aus. Für mehr als künstliches Denken. Das ist überhaupt so ein reiner Problem. Rainer schauspielert alles. Er schauspielert alles. Er spielt YouTuber sein seit Jahren. Also beziehungsweise hat er jahrelang gespielt. Danach hat er TikToker jahrelang gespielt. Im Endeffekt, er spielt seit Rudi da niedergelegt wurde, spielt der Internet-Influencer. Udo Impedinentius. Meinst du, ich wusste nicht, dass du mit dem Kontakt hast? Die haben Videos zusammen gemacht, Digga. Nein, die haben Videos zusammen gemacht. Imp und Dorian. Natürlich hatten die was miteinander zu tun. Bist du dumm oder so? Aber doch, klar, da ist seine Autogrammkarte an der Wand. Ja, das wusste ich aber vorher auch nicht. Hat sie aber schon ziemlich lange danach noch dran Außerdem habe ich die nur an die Wand gehangen, weil das Papier und weil das so geil ausgesehen hat. Und weil kein Mädel drinnen stand, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder stand es sogar drauf, weiß ich jetzt gar nicht. Letztlich auch egal. Ich habe das jedenfalls nur deswegen an die Wand gehangen, weil es so geil aussieht mit diesem geilen Papier und alles. Deswegen hing es an der Wand, aus keinem anderen Grund. Und weil ich niemand bin, der anderen die Sachen streitig macht, habe ich eben auch das Bild von ihm dazu hingehangen. Das habe ich übrigens auch der Polizei gesagt, als die mich danach gefragt haben. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Also wie gesagt, ich würde zumindest sagen, dass ich meine Strafe abgesessen habe. Es ist jetzt so fast ein Jahr nach der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, mein Bewährungshelfer meinte, wenn du nochmal Kontakt zu dem aufnehmen kannst, dann
Mach das doch, red mal einfach freundlich mit ihm, versuch mit ihm über ein paar Dinge zu reden, die du nicht ganz verstanden hast. Zum Beispiel, ich würde mich ganz gern mal mit dir über Relativismus unterhalten. Und zwar kenne ich ja deine Theorie der Haut, dass die Haut zwar nach wissenschaftlicher Das ist Meinung... keine Theorie, sondern lediglich meine Ansicht der Sache und meine Meinung dazu. Das ist Ja. weder eine Theorie noch sonst was in die Richtung. Jedenfalls weiß ich, dass es deine Meinung dazu ist, ganz egal, wie jetzt die öffentliche wissenschaftliche Definition dazu lautet. Deswegen wollte ich dir halt sagen, dass für mich halt zum Beispiel das Musikgenre Techno darauf basiert, dass es eine Band oder ein Künstler ist, der einen Bass verwendet. Und mir ist halt aufgefallen, dass bei Amon Amarth ein Bassist dabei ist. Deswegen machen Amon Amarth für mich Techno. Was sagst du Da kommt die legendäre Amon Amarth ist Techno Aussage her. dazu? Ich sag, dass du der dümmste Spast bist, der auf diesem Planeten rumläuft. Ja, wir unterhalten uns mal ganz nett. Und dann wird erstmal beleidigt. Aber Reini, du checkst mal wieder nicht, dass du dich selber gerade als den dümmsten Spasten, der rumläuft, bezeichnet hast. Ne? Weil Dorian hat die Haut ist keine Organaussage genommen. Ne? Und hat gesagt, hey, wenn jetzt ich eine Aussage treffen würde, die genauso dumm ist wie deine Haut ist keine Organaussage, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Amon Amarth ist eine Techno-Band. Und was würdest du dann sagen? Dann würde ich sagen, du bist der dümmste Spasti, der rumläuft. Ja, richtig, Rainer. Und jetzt weißt du, warum die Leute das über dich gesagt haben, die Haut ist keine Organaussage. Der checkt es wieder nicht. Er checkt es es ist unfassbar, wie wenig man checken kann. Und dass du die dümmsten Aussagen gerade triffst, Junge. Aber es ist doch genau das Gleiche, was du auch sagst. Es ist halt meine Meinung, dass das Techno ist. Dann lass es bitte deine Meinung sein. Ich sag auch, dass die Haut kein Organ ist, aber für mich und aus meiner Sicht ist es schlicht und ergreifend keine. Aber deswegen sage ich nicht, dass es für alle anderen auch was anderes sein soll. Hab ich das gerade gesagt? Ich habe gesagt, das sei meine Meinung. Machen Sie, dass mich die Hater immer unterbrechen müssen. Ja, Rainer, du brabbelst dem aber auch permanent irgendwie selber ins Wort und dann, das ist auch so ein typischer Rainer-Move. Jemandem ins Wort brabbeln und dann einfach nicht mehr Luft holen. Einfach weiter brabbeln. Hauptsache, die andere Person kommt nicht mehr zu Wort. Denn in dem Moment, in dem die andere Person irgendwie zu Wort kommt, weiß Rainer selbst sehr genau, dass er da komplett auffährt. Deswegen wird immer weiter geredet, bis der andere gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Von mir aus ist es aus deiner Sicht gerne Techno, wenn du unbedingt meinst, aber sag das keinem Amon Amarth-Fan, das sag ich dir gleich. Zumindest sagst du nicht. Sag du keinem Haut-Fan, dass die Haut kein Organ ist. Ich wollte es selber gerade sagen, aber sehr gut. Sehr gut. Haut-Fanclub. Ich glaube, wenn ich eine Band gründen sollte, nenne ich sie einfach Haut. Das ist ja wohl eine gewaltige Weltunterschied dazwischen. Nee, das sind überhaupt keine Welten-Unterschied dazwischen, Rainer. Es ist mehr oder weniger derselbe dumme Scheiß. Ob du sagst, dass eine Band, die ungefähr, sagen wir mal, 10 Milliarden, vielleicht ein bisschen übertrieben, die Zehntausende oder Hunderttausende Fans hat, plötzlich ist immer noch streiten, ob es Melodic Death Metal oder Viking Metal ist. Ja. Das ist so ein gewaltiger Reini, das eine schließt das andere nicht aus, weil Melodic Death Metal beschreibt die Art und Weise, wie die Musik gespielt wird, ja, auf die Instrumente etc., wie der Gesang rübergebracht wird. Und Viking Metal ist ein Thema. Ne? Das heißt, ich kann Viking Metal als True Metal machen, ich kann Viking Metal als Death Metal machen. Ich muss halt einfach nur das Thema Viking in meinen Bühnenoutfits und in meinen Texten haben als Hauptfokuspunkt. Dann ist das
dann kannst du das als Viking-Metal bezeichnen. Aber welches eigentliche Metal-Subgenre das dann ist vollkommen egal. Unterschied, ob du sowas sagst, die machen Techno, was dir jeder Mensch dieses Planeten in 10-facher Ausgabe, selbst wenn die sonst noch was glauben, kein Mensch dieser Welt glaubt, dass Amon... Er checkt's einfach nicht. Er checkt es. Dorian lacht sich jetzt schon wieder einen ab, wie er sich selber gegen die Wand redet, der Reini. Monomaß Techno ist. Und Junge, ganz ehrlich, mit einem Menschen, der mich so vorführen will Menschen, und sich gleichzeitig dabei aber es gibt über 8 Milliarden Menschen mit Haut. Hans-Peter Klaus, die genau so schaut es aus. so lächerlich macht und dann auch noch meint, dass er drüber lachen kann, über seine eigene Dummheit. Tut mir leid, das ist Mit witzig. diesen Menschen habe ich hier echt kein Interesse zu sprechen. Aber ich möchte doch mal ganz... Und er fühlt sich jetzt tatsächlich, er hat jetzt gebrabbelt, hat Dorian kaum zu Wort kommen lassen und hat sich selber mal wieder vollkommen vorgeführt, ihn jetzt rausgeschmissen und jetzt fühlt er sich tatsächlich, als hätte er hier diesen Dialog, diese Konfrontation irgendwie gewonnen. Das ist halt wild. Das ist halt einfach ganz wild. Alter, der will ernsthaft das Organ Haut mit der Aussage, also ohne Scheiß, ich habe mittlerweile ja viel Hate mitgemacht und es gibt mittlerweile ja viele Hater-Aktionen. Aber ich glaube, ich habe noch keinen solch dämlichen Versuch gesehen, mich zum Ragen zu bringen. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Lasst euch was Besseres einfach. Entschuldigung, dann nach dieser Aktion kann ich die Hater nicht mehr ernst nehmen. Ja, und vor allem ist es auch wieder geil, also jetzt nehmen wir mal an, rein hypothetisch, wir bauen uns jetzt dieses Gedankenkonstrukt, Dorian hätte da wirklich einfach aus eigener Dummheit was extrem Dämliches gesagt. Stellt euch einfach mal vor, ja? Angenommen, das wäre jetzt wirklich so, Dorian hätte jetzt da wirklich was richtig Dummes gesagt. Und dann kommt aber rein damit, ich kann jetzt die Hater nicht mehr ernst nehmen. Da sind wir dann wieder alle mit drin. Na, wenn einer von uns dumm, alle dumm. Weil wir wissen ja alle, wir Hater sind ja eigentlich Tyranniden. Wir sind ja Schwarmintelligenz. Ne? Und wenn einer dumm, alle dumm. Ist so. Muss so. Ne? Und nur weil wir nicht checken, dass die Haut ist kein Organ, seine Meinung ist und die nicht zu kritisieren ist, jede andere dumme Aussage aber von ihm ins Lächerliche gezogen wird, dass er sich damit ins eigene Wasserbein schießt. Komm, das ist ein kompletter Unterschied, ob du sagst, die Organ für oder sagst, ja, die Metal und das in 100-facher Ausdrückung. Du kannst es oft definieren, wie du willst, aber du kannst es nicht sagen. Ey, ohne Scheiß. Ich hoffe, irgendjemand, der weiß, wo der Typ wohnt, hat es gesehen und der ist ein Fan von Amon. Ey, der Typ hat morgen sowas von Probleme. Ja, es ist so fürchterlich anstrengend, ihm diese saudepperte Lache da und dann mit dem, es ist vor allem, es ist einer der schlimmst zu ertragenden Rainers, ist der rasierte Rainer. Ihr kennt da meine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, der Mann sollte so viel Bart tragen wie möglich. Ne? Jeder Quadratmillimeter von diesem Schwellschädel, der mit irgendetwas bedeckt ist, ist ein Segen für die Umwelt. Aufgrund dessen, schaut es euch an, es ist eine Beleidigung fürs Auge. Und schau mal, wie viele Zähne er damals noch hat. Oh, Entschuldigung. Oh. Da, das war's. Hätte ich gesagt gehabt. Ne? Leute, das war jetzt ein kurzes Vergnügen, eine halbe Stunde. Ne? Aber
Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ich kann auch selber mal irgendwie über Mobbing reden. Und ansonsten, ich habe noch jede Menge Sachen, auf die ich gerne reacten würde. Das sind aber größere Geschichten. Da muss ich mir wirklich mal Zeit nehmen. Und momentan schaut es zeittechnisch nicht so prall aus. Ne? Nächste Woche könnte hinhauen. Muss ich schauen, muss man schauen, wie wir das am besten umsetzen, muss schauen, wie wir es machen. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Reini tut und Metal off.